Markus, du bist nicht da, weil du so jung und hübsch bist, auch, aber ich habe dich eingeladen, weil ich gerne mit dir über etwas schwätzen würde, was du machst. Du bist nämlich schon seit relativ langer Zeit im Geistlichen Rat. Genau. Wie lange bist du schon im Geistlichen Rat? Gefühlt erst 2-3 Jahre, aber ich habe gestern Abend extra noch mal nachgeschaut, das sind 6 Jahre, dass ich jetzt dabei bin. 6 Jahre bist du im Geistlichen Rat dabei und wenn die Leute so hören, ich weiss nicht, wie es dir geht, aber wenn man hört Geistlicher Rat, dann denkt man so, Geistlicher Rat, was ist echt das? Das klingt recht seltsam. Und dann schaut man den Markus an und findet, nein, so seltsam sieht er ja eigentlich gar nicht aus. Markus, was ist der Geistliche Rat? Was macht man da? Das ist nichts spooky, das ist etwas ganz Seriöses. Als geistlicher Rat haben wir wie den Wunsch und auch den Auftrag zu schauen, dass es der Gemeinde, ICF Basel, Basel-Land und Lörrach gut geht. Und nicht nur der Gemeinde, sondern auch der Leitung der Gemeinde, dass es ihnen gut geht. Heb das Mikrofon ein bisschen näher, dann hört man dich besser. Genau, dass es der Gemeinde gut geht, dem Ralf gut geht, dem Core-Team gut geht. Und für das ist eine kleine Gruppe, die sich immer wieder trifft und mit dem Ralf austauscht und manchmal auch zusammen mit dem Core-Team sich austauscht über geistliche Sachen. Wir schauen den Predigtplan an, schauen, wo ob die richtigen Schwerpunkte gesetzt werden. Wir überlegen miteinander, was ist die Vision, wie wollen wir uns weiterentwickeln als Gemeinde. Und aus den täglichen Sachen tun wir uns eigentlich raushalten. Aber wir wollen vor allem dem Ralf auch Rückendeckung bieten für schwierige Entscheidungen, für schwierige Momente, für schwierige Gespräche, wo wir dann vielleicht auch uns einklinken oder ihn dabei unterstützen. Und wie muss man sich das vorstellen? Ist das so einfach eine Notfallübung? Jetzt ist ein schwieriger Moment und dann kommt der Geistliche Rat zusammen? Oder habt ihr auch so eine gewisse Regelmäßigkeit, wo ihr euch trefft? Wie ist das? Ja, das ist ganz schweizerisch, bünzlig, regelmäßig. Immer jeden zweiten Mittwoch vom Monat treffen wir uns bei jemandem daheim. Und wir haben meistens eine gute Zeit mit einem guten Essen und einem guten Getränk. Was ist denn das für ein Getränk, das ihr dort habt? Sissacher Hahnenwasser. Sissacher Hahnenwasser, sehr Genau. gut. Okay. Und dann, nachdem wir gut gegessen haben, gibt es eine schöne Agenda, die Emanuel als perfekte Organisatorin immer gut maintained, wartet, aufrechterhalten. Und es sind Themen, die wir über das Jahr schön verteilt haben, dass wir nichts vergessen, die wichtigsten Themen. Und es ist nicht nur das Geistliche, es sind zum Teil auch juristische Sachen mit Budget und mit GV und solche Themen, die wir einfach sauber machen, transparent. Es wird auch alles protokolliert, dass, falls es im Nachhinein irgendwann einmal Bedürfnis gibt, um etwas nachvollziehen, wie ein Anstellungsentscheid verstatten gegangen ist, können wir das immer sauber und transparent aufzeigen. Okay. Also du hast schon den Namen Emanuel gesagt. Ich nehme an, Emanuel ist auch im Geistlichen Rat dabei. Genau. Markus Kuhns haben wir im Geistlichen Rat. Wer ist sonst noch im Geistlichen Rat dabei? Wir haben dann noch den Olivier Blaustein, den ich auch schon seit einem Vierteljahrhundert kenne. Oder noch mehr. Und dann haben wir noch Christina Braggi, die auch jetzt seit etwa 4 Jahren bei uns im Geistlichen Rat dabei ist. 3-4 Jahre, danke ich einmal. Also das heisst, ihr 4, du mit dem Ralf Markus, zusammen, genau. Emanuel, der Oli und Christina sind der Geistliche Rat. Und der Ralf, gehört er zum Geistlichen Rat oder ist er einmal einfach dabei? Er ist dabei, aber das ist eigentlich so wie der Wirtschaft. Oder? Wir haben einen Verwaltungsrat, es gibt einen CEO in einer Firma, der den ganzen Betrieb leitet, verantwortet. Und mit ihm zusammen, mit dem CEO, trifft sich dann der Verwaltungsrat, um eben die strategischen Entscheidungen zu besprechen. Und insofern sind es die 4 Leute vom Geistlichen Rat plus der Ralf. Okay. Und was war so eines von diesen schönen Erlebnissen als Geistlicher Rat, wo du sagst, da konnte ich sagen, das war gut, dass wir dabei sind oder dass ich dabei bin? Ich glaube, jeder vom Geistlichen Rat hat seine Stärken. Und von der Emanuel lerne ich einfach vieles über ihr Gebetsleben und über ihre... Sie hat so gutes Erinnerungsvermögen. Sie weiss, im Mai 2019 haben wir für das gebetet. Jetzt ist es eingetroffen, also loben wir Gott dafür. Das ist faszinierend. Ein Olivier ist ein Geschäftsmann seit vielen Jahren und er ist so treu und vertrauenswürdig. Und das ist eine grosse Stärke. Emanuel, Christina, die einfach extreme Erfahrung als Verwaltungsrat oder Geistlicher Rat hat, auch von anderen Organisationen. Und ihre Stärke in der Kommunikation. Ich glaube, wir können uns alle gut ergänzen, um dem Ralf auch wirklich die Rückendeckung geben, die er braucht, um so eine grosse
zum Glück gesunde Gemeinde können führen. Aber wir wollen einfach, dass wir noch auf die nächste Stufe kommen, dass wir noch weiterkommen, weil Hashtag da liegt noch mehr drin. Oder wie ist es gegangen? Aber weißt du, mit Hashtags, das bin ich ein bisschen überfordert. Aber ja, okay, da liegt noch mehr drin. Was ist das, was du noch, was findest du, was geht noch mehr? Ich glaube einfach, dass der Heilige Geist hat unbegrenzte Möglichkeiten und die Grenzen sind meistens wir selber und unser Glaube. Und das, was ich bei der Emanuel beispielsweise gesehen, wie sie einfach den riesen Glauben hat und die Hoffnung und das Vertrauen, dass Gott wirkt, ich glaube, da müssen wir uns alle anstecken lassen. Und wenn wir wirklich auch unseren Glauben an den auferstandenen Jesus können ausrichten, fokussieren, dann gibt es einen spannenden Weg. Wir wissen nicht, wo er rangeht, aber Gott hat noch viel vor und auf das freue ich mich.